Dit is de oorzaak. Wo in kerken spelen en spelen en spelen. En zo vind ik dat die leraars zaten. Ik wil er met zo aan denken van jou dat we als kerk we dan een groot huis bouwen. En zo wat bruk je om een groot huis bouwen? Sommigen van jullie zeggen vielleicht geld, ja. We brauchen alle geld niet, maar dat is niet waar ik wil van reden. Er zijn vier dingen wat ik wil uitgeven wat we brauchen voor dat. Eén is een bouwplan. Nou, vielleicht sollen wir nicht sagen, wir wollen einen Bauplan brauchen, wenn wir bloß wollen uns ein kleines Zementhaus abbauen und so weiter. Aber wenn wir was mit einem geradert Haus bauen, mit allen Hunden Dinge dabei, ich weiß, da in andere Gegenden waren ja sehr vollständige Blueprints, wo ich den anderen beim Bauplan gemalt, mit allen Ruhes und Drehen und alles dabei, und in ein Bild, wo das Gebiet soll lauten und so weiter. Und so, das ist ein Bild, was nicht gezeigt wird. Wir bauen ein großes Gebiet und wir brauchen einen Bauplan und wir haben einen. Das zweite Ding, was wir brauchen, das ist ein Lehrer. Wenn ihr denkt, das wird ein großes Haus gebaut und some von uns sind Bauer, ihr wisst, und die haben eine ganze Crew, vielleicht, warum sagen, da sind 50 Menschen, in das Fall, wo wir sagen, 300 Menschen bauen ein großes Haus. Dann braucht das einen Lehrer, da braucht jemand, der was anleiten, jemand, der den Blueprint kann, der wird kann sagen, okay, das wo wir diese Dinge noch reden, oder das, was wir alle anbieten, all die Dinge. So, da fehlt ein Lehrer. Das dritte Ding, was du mit sein, das Haus für uns all, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch besonders für die Kirche. Und da ist da wir den Blueprint, oder den Bauplan in den Lehrer beide respekten. Denk dir mal an, du hast eine Crew, du hast eine ganze Herde Menschen, die bauen ein großes Haus. Und so du hast eine Gruppe Mann, die sagen, nach sehr lang nicht, wo wir das Bauplan bauen, nach sehr lang nicht, wo wir das Lehrer folgen. Und wir wollen uns eine Ding tun, wir wollen ab Jahren Haus schaffen, uns eine Ding tun und zu Gott lassen. Je hebt een ganz anderes Haus, der verhält nicht ein Haus. Und so das wird viel zu viel in der Kirche passiert. Wir sagen noch sehr lange nicht mit das Lehrer zu schaffen oder so eine Dinge und so. Dat veelmaal, dat ding wat Kirchen spelen, dat de Kirchen in einen Retter, so wieder, wenn das jemand hier macht, der sagt, ich will nicht das Haus bauen. Und so das vierte Ding, was uns fehlt, das ist eben reine Mut. Na, wir haben in dieser Welt ein Standard Measurement, würde wir sagen, like ein Liter ist ein Liter ist ein Liter, nicht? Und dann wurde das. Viele von ihnen, die sind bekannt mit von der ersten Tag in der ganzen Welt Dinge zeigen, in China und alle haben anordnen. Und viele von dort haben mit Mut zu tun. Und so, wenn dort immer so wird, dass dort ein ganz andere Zahlen da, da wird sehr Confusion geben. Ich kann machen, sie doch, wenn wir ein Haus bauen, und jeder Bauer, der hat sich in einer Mutband. Einer hat so eine Saal, einer so eine Saal, und wir waren alle nur Saal und Schauen und Bier und so weiter. Ich meine, ich kann Ihnen das Haus feststellen, wo Scheife wird stehen, und ja, ein Fenster wird schmal und Boven breit, und all so eine Dinge würden normal sein. Und so, wenn ich sage, dass wir mit der Salzige Mut haben, das meint nicht, dass wir mit einfach Krake rein denken in alle Kleinigkeiten, direkt an die vielen Gräben-Dinge, aber an die Hauptdinge. Wir müssen rein denken. Wir müssen den Salzigen Jesus denken. Erlösung in Jesus Christus. Ich kann nicht schauen an, und einer läuft an Jesus, einer läuft an Mohammed oder an Buddha oder ein anderer Priester oder something like that. Und so, die großen Dinge sozusagen, die müssen wir reinmeten. Das ist sehr wichtig. Und so, von der will ich an denken, dass die haben einen Lehrer, ich will besonders von den Lehrern reden, von der, das können ganze Reihe Botschaften geben, nicht von dieser Timers, was wir können von dort sagen. Ich will von der alle an den Lehrer denken. In diesem Punkt, ich will den 4 Punkte geben von einem Lehrer oder von Lehrerschaft, der hat 2 Seiten. Jeder Punkt hat 2 Seiten. Und du hast den Lehrer seine Seite und du hast die Versammlung ihre Seite. Und ich will den fragen, dass die nicht in Extrem nehmen. Jeder Punkt von dem hat ein Extrem zu nehmen. Und das ist einmal, was wir tun. Und ich will diesen Punkt nehmen, mit Moses sein Leben. Moses sein Leben, ich habe andauern in 3, 40 Jahre Tiden. De eerste 40 jaar, dan was Moses een prins in Egypte. En hij leerde dat het weer wordt met hem.
En zo ik las laatst een schrijver, die schrijft een beetje van dat Mozes blijft dat weer wordt met arm en am eind van de 40 jaar dan gaat hij uit en hij denkt zo, Stefanus redt van een apostelgeschichte, dat Mozes dacht, dat het valt weer am Harchener, dat valt weer dat erkennen, dat God hat aanberoten, zum Ende uit Egypten uitführen. En ik geloof hij had. Aber Moses stoppt dan met voorop en wie weten de Geschichte, was uit Egypten uit en die König wil hem aanbrengen en al zo'n dingen weer door. En dan de tweede 40 jaar, dan weer Mozes in de wüste. En hij leert dat het weer nog maar aan. En op een van de 40 jaar begint God aan en brandde bars. En Mozes zegt, wer is ik? We hebben in Jesaja een interessante beschrijving van waar Jesaja God zit en zo weer. En God vraagt, Jesaja zegt over dem zu God, like, hier zie ik, schijk me. Mozes zegt, hier zie ik, schijk zeswem. En zo hij weer niet gereid. Door aber in Gott heraubt haben, aber ich glaube, Moses hat für 40 Jahre Schub sein von hin. Und so, er wird nicht mehr ein Lehrer. Und dann die 43 Jahre von Moses in Leben, dann lehrt Moses, was Gott kann tun mit dem Mensch, was für Gott handelt das. Und das ist eine interessante Geschichte, wir wollen die nicht ganz stark. Aber ich will 3 Dinge rausheben, oder 4 Dinge, was wird Moses in die Geschichte rausstehen. Eins ist, dass Gott wählt einen Lehrer. Das ist gruwelijk sehr wichtig für uns als Kirche, dass jeder im Denken hat, dass Gott wählt einen Lehrer. Das ist für Ebi und Margaret sehr wichtig, dass sie erkennen, wenn in Tiden kommen, wo sie sich vielleicht wenig fühlen, in Tiden, wo sie Fehler merken, in Tiden, wo sie denken, like, was in der Welt, wer sie ich? Und das ist wichtig für uns als Versammlung, dass wir klar haben, dass Gott wählt einen Lehrer. Und so Moses, er sagt nicht nur Lehrerschaft, er wird in der Wüste, er wird einen Schubs hat, und ich glaube, er hat abgegeben, er hat gute Schuld gehabt in Ägypten, er hat alles, was Ägypten zu beiden hat, dort wir sind gewesen, aber dass wir alle schief gedreht und so weiter. Aber hier ist das Ding, die Kirche gehört Gott. Das ist nicht jene Kirche. Ich rede nicht von dem Gebiet, ich rede von Jünd als Menschen. Die Kirche ist nicht unsere, das ist Gott seine. Die Bibel nennt die Kirche die Körper Jesu Christi auf dieser Welt. Und heißt das Haupt. Und die Information muss durch das Haupt kommen. Aber Gott hat sich gewählt, durch Menschen zu schaffen. Ich denke einmal, wieso wird Gott das, er wird Gott kann besser dann selbst mit seinen Engeln oder was immer. Aber Gott hat gewählt, mit Menschen zu schaffen. So als wir sind, unvollkommene Menschen. Und dann müssen wir klar haben, dass wir respektieren uns Lehrer, even wenn das ein Mensch ist, und sogar wenn der einen Fehler gemerkt hat, aber wir respektieren uns Lehrer, wenn der ist von Gott gewählt. Von Gott nennen gesagt. Na, ich weiß, wie sollten einen Lehrer nennen, ich sehe in den Jahren, was wir sind Predigt was, viel mal bei was, wenn ein Lehrer wird gewählt oder ein Lehrer wird nennen gesagt. Und das fühlt sich immer, oder das fühlt sich immer möglich, wenn der Lehrer würde sagen, weißt du was, ich wüsste das all, verlangen, dass ich das will. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott schafft, dass beide enger stark. Und dann, wenn dort in der Mitte kommt, dann sind wir sehen das Ding. Als ein Teenager, als ich noch jung war und vorher befreit war, dann war ich mal bei einer Lehrerschaft wohl bei. Und als das rauskam, wem die Kirche gewählt hat, der Lehrer stand ab und sagt, hat wir nicht, hat noch never an so gedacht, die Familie wieder all, da wir bloß ein sehr angesehenes Ding. Und mir hat es immer schein gegangen, wenn ein Lehrer sagt, weißt du Gott, wir wissen das all, dass das abkam. Als Lorna und ich junge Lied waren, dann werden wir Diakon wohl in die Kirche, wo wir waren. Und das wird sich vielleicht ein bisschen selfish hören, aber wir wissen das all verder wohl, dass wir die Diakonlied wären. Und anders die wohl gewas wären, dann über dem von der Predigt an zum Frühsemmel können uns kommen spazieren, wir wissen sehr gut, was er will. Und so das war ich meine, like, die Kirche, Gott braucht Menschen, die Kirche wählt einen Lehrer sozusagen, die Kirche sagt nein, aber wir können das niemals vergessen, dass Gott wählt einen Lehrer. Und das ist auch, was er hier noch hat getan. Und darum ist das sehr wichtig, dass ihr das klar habt. 2. Mose 3,10.
Da redet Gott mit Moses, dann sagt er, nu ist das an die. Und du hörst, was er sagt. Gott sagt zu Moses, nu ist das an die. Und dann sagt er ein paar so wichtige Dinge. Er sagt, ich will haben, dass du nur dem ägyptischen König ist und dass du mein Volk durchführst. Dass das nicht immer sein, dass Gott sagt, nu ist das an die, nu dat du als een mens hoffen, aber vergeet dat nicht, dass ich habe die gewählt, ich habe die geschickt, dat is mijn Volk, wat die leidend ist. Und so dat is sehr, sehr wichtig, beides für den Lehrer und für die Versammlung. Und weet je dat ja veel begaafde mensen, ik las einschrijven, hij zegt, dat is een grote onderscheid tussen begaafd zijn en beroepen. We hebben sehr begaafde mensen, kan allerhand aanleiden, kan allerhand organiseren, aber dat is anders, wanneer du von Gott in Roep hast. Ik zie nog mal zo, je was, ik wil mal zelfs wat doen als prediger zijn. Dat prediger zijn, dat je te mijn Oland worden. En zo in 2005, dan gingen we mal uit de kerk uit in Ontario, en we gingen trocknen. En zo lernen ik, we deden mal top. Wat zei dat trok voor een echte geltaal? Maar anyway, we voeren toptrok. Voor 3 maanden. En ik wil niemals waar een prediger zijn. Ik wil naar waar een kerk zijn als een leraar. 3 maanden weer, we waren in de arbeid. En dan trokken we hier naar Mexico en zijn dol aan de kerk en wald, je was als jemals waar hier. Nu, verder wanneer ik ervan reed, dat ik wel nog met zes wat doen, ik wil met leggen die kerk eruit, ik wil met leggen met zes wat doen, dan zeg ik Lorna, ja, dat hebben we al verzocht. 3 maanden weer best anyway waren bij, wohin moeten we nog abhieren? Ik leg dat niet zo, wanneer ze dat zeggen. Vielleicht würde mal weer gaan bij me vertalen. Aber dat is zo. En dat is sehr interessant, wat het schafft, wenn wir mal eine Zeit aufnehmen oder so, weil es in einen seinen Gedanken ist, einer war 3 in der Kirche und so. Das wird von Gott berufen. Und so das ist sehr wichtig, dass jeder eben merkt, dass jeder klar hat, in den schweren Zeiten oder in den Zeiten, wo das nicht so scheint geht. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass die Versammlung das klar haben, dass ein Lehrer ist von Gott gewählt. Nou, zoals ik al zei, dat je het een extreem aan te nemen en dan kan Ebi zo denken, oké, ik zie nu een leraar van God beroepen, nu wat ik doen zoals ik wil. En dat is really niet wat hij meint. En waar een lood een beetje terugkomt naar den punt. So God wählt een leraar. Tweede ding, God merkt een leraar uit. In 2. Mose 2, Vers 21, da sagt dat Moses mögt sich dann bei den Mann thuis. En de man leidt zijn dochter Zipporah zich met Moses bevrienden. So dit is nur dem, wat Moses heeft verzocht te leiden. En hij heeft alle schuif gedreht. En hij is in de wüste in die Rand. En vindt door in de familie. En priester zegt het eerst dat. En die woont door. En so Moses merkt zich dat thuis. Hij bevriet zich door. Zijn leven in Egypten is derg. Zijn leven als een leraar dat we nu vorig. Zo dacht Moses, leef ik. En Stefanus zegt in Apostelgeschichte 7:29. Als Moses dit hier. Also er heeft het gedaan, hij heeft in Egypte doodgeslagen en nu wil Farao aan doodmerken en Moses kreeg dat hier. Als Moses dit hier raan, hij was naar Midian en woonde als een uitlander. En hij had 2 zoons. Moses was een Mochau daar in Midian. Maar wat ik wil zeggen met dit is dat eenmaal wie als leiders, we hebben een Fehler gemerkt en ik was het niemals meer doen en ik zie hier nu in de wüste en ik wil me hier thuis merken, hier heb ik me nu bevrijd, hier heb ik nu een familie. Jan Kapitel is touw. Zo weer bij Moses. Aber nicht wie Gott. Für die nächsten 40 Jahre moet Gott Moses rijden. Wanneer ik aan mijn leven denk, ik weer nog zo jong als dat al in mij draait, we predigen en zo'n dingen. En zo, ik denk veel aan de dingen waar ik had gemerkt dat de familie waar ik van kom, maar alle honderd dingen. En we kan veel meer zijn dat God schafft door, wo we opgeven, of wo we zo denken, we zijn in de wüste. En zo een schrijver zegt dat wanneer du in de wüste bent, in die leven sozusagen, of du hast vielleicht so gedacht, dat is derg, ik heb opgegeven. Dat is niet dat God die vergeten heeft, dat is in de wüste, wo Gott de Wartelen schlund hat. Einmal, wenn wir einen Baum planten, das erste Jahr, die Wasserkirche, was mit dem Baum erreichen, die bleibt so steht, aber unter der Erde, da war es in der Wartelen. Und so, nur Menschen nur sein sind diese Jahre fertig
verbruikt, dat is een wasted time, wat we zijn, dat is bloß eine verspielte tijd. Aber Moses leert demütig sein. Weet je wat het zegt van Moses? Dat is eigenlijk zo interessant voor mij. In 4 Mose 12:3 zegt het, Moses wie een zeer demoutiger Mensch. Demoutiger als alle Menschen op de aarde. Ja, de prins van Egypte, voor de nächste 40 jaar, die leert humility. Demütig sein. En so Moses wordt Luther, der Freund Gottes genannt, hij weer demütig. En so Moses kon niet Israël leiden, wat hij geleerd had, van Gott geleerd te zijn. Als hij dat zelfs verzorgt in zijn ene weg en zo'n dingen, dan wil het niet schaffen. En zo God merkt in Lehrerheid. En dat is wat God ook hier doen. Van God dat niet bloß in Lehrerheid merkt, hij dat ook de Versammlung de Kerk. En zo we hebben dat allemaal waar gezien in ons leven. 2005 waren we mal voor 3 Monate hier, Anfangsjahr. Het eerste Mal, wat we hier mal 3 Monate waren, dat we een klein stukje nodig wat we door links in Weg kwamen, en kan er de zaak schaffen. En zo Luther waren we hier mal voor 3 Monate. Dan wie eben een jonge Bengel in de Jugend. En het blijft wunder weer hier. En zo, ik heb eben vandaag nog gechant, en Margaret niet ganz so lang, maar Margaret heb ik ook al lang gechant, en zo. We rekenen niet veel, maar ik zei dat God heeft, I don't know hoeveel jaar dat zijn, 2004, dat zijn al 20 jaar, weet je wel. Maar God heeft es geschafft. Vielleicht dachten wir dann nicht, dass die Schnarrenes würden Lehrer waren, nicht, aber Gott schafft. Und so ich will Ihnen bloß sagen, Gott wählt einen Lehrer, Gott merkt einen Lehrer rein. Manchmal denken wir so, okay, sie sind noch jung, like, was weet je over hebben, oder so eine Dinge, ich habe denken, aber das ist nicht, was das ist. Das ist nicht, dass sie alles weiten, Gott wird wieder leiden, wieder schaffen, wieder rein merken. Aber Gott hat einen Lehrer rein gemerkt. Weil wir das nicht, sein, nicht ein großen Schmied sozusagen. Das dritte Ding, was wir von Moses finden, dass Gott bestärkt einen Lehrer. 2. Mose 4, Vers 10, und wieder da sagt er, Moses sagte dem Herrn, aber mein Herr, ich sie nicht einer, der gut reden kann, und sie auch nicht, noch nie nicht was. Und nu, dass du mit in deiner redest, ist das nicht besser geworden. Das lacht mich mehr. Eine Rede, was wir mal hatten in Ontario, der sagt, Moses wäre die erste Mann nicht gewesen, wenn die alle Hand uitredet, wohin hätte diese Dinge nicht können. Und als jemand bet wat op je aanzet, like, mal 4 Menschen reden, like, das kann ich nicht. Aber das Ding ist hier, Moses sagt zu Gott, weißt du Gott, ich kann nicht reden, ich kann mich nicht fein aussprechen, so wieder. Und even nu, was du mit mir redest, ist es noch nicht besser geworden. Like, du wirst das allein haben ändern, nicht Gott, du wirst mir auch heulen von das. Aber du hast noch was getan, das ist nur später, was du mit mir vertraust. So hat ich auch einmal gefällt. Like, some Dinge fehlt in mir, fehlt wahrzunehmen, aber, I mean, some Dinge denkt einer mal so Gott, du wirst das all gut mal haben ändern, nicht? Du wirst all gut mal haben heilen, du wirst mir allein haben mal ändern. Da ich nicht immer so eine feine Dinge sehen, also. Und so er sagt hier, und auch nu, dass du zu deiner redest, ist er noch nicht besser geworden. Er kann bloß nicht gut reden, oder mich klar aussprechen. Und der Herr sagt zu ihm, wer hat den Mensch das Reden gegeben, und wer merkt den Mensch stumm oder doof, oder dass er sein kann oder nicht? Ich, der Herr, tut das doch. Dann mag ich dort, dass Gott sagt, nicht zu Moses, oh ja, du bist ein ferner Reden, also es ist wie einmal dann. Oh, es ist jemand, der klärt ein bisschen über sich selbst. No, das ist gleich so, du bist gleich so, du bist ein Fan. Gott sagt nichts von dort. Gott sagt bloß, ich will mit dir sein. Ich will die halten. Und wenn wir die Geschichte wieder lesen, Gott sagt ihm, ich will die noch einen anderen Menschen geben. Ich will die Aaron, den Bruder, der wird für die reden. Und so Gott sagt, ich will die halten. Das Ding, was du hast, und vielleicht wieder zusammen schriftlich leben, dass Moses stummert vielleicht in seinen Reden oder so wieder. Was immer das wir. Aber Moses sagt, ich kann nicht fein reden, ich kann mich nicht fein aussprechen. Wer sie ich? Und Gott sagt, ich will die leiden. 2. Mose 4, Vers 12. Da sagt er, nu go. Nu hör ich, was er sagt. Ich selbst, Gott sagt, Gott redet hier, ich selbst will die Reden halten, und die Ungerechten, was die sein soll. Und so Gott bestärkt einen Lehrer. Die ganz beste Lehrer sind vierten die, was weiten, dass sie das nicht können. Und ich weiß nicht, ich will eben über das fällt, aber ich weiß in meinem Leben vielmals eine Lehre gewesen.
Lorne en ik hadden mal van geredet, dat Gott schuf uns einmal den nächsten Staub, dann bet ver wir reut werden. So folgt wir uns. Like, für dort sind wir noch nicht reut, oder dort will ich noch nicht tun und so. Aber Gott besteuert den Lehrer. So Gott raubt den Lehrer. Gott merkt den Lehrer reut, fährt ihn für Jahren. Und Gott besteuert den Lehrer. Paulus sagt es dort in 2. Korinther 3,4. Wir sollen uns nicht so honest, wenn wir dort uit uns selbst und dort umstehen werden. Alles, was wir vor dich bringen, kommt von Gott. Und das ist sehr wichtig, besonders für Ebi und Margaret. Für Ebi besonders. Margaret, erst du ein bisschen das Geschenk bringen. Nee, sorry. I'm sorry. Nou, zij is dort mit Ebi taub nicht, aber die Lehrerschaft fällt alle ab, Ebi. Und so, vielleicht fällt dir jemand ein so, na, wer sei wie, ich meine, wir sind jung und Gott besteuert den Lehrer. So Gott raubt den Lehrer, Gott merkt den Lehrer reut, Gott besteuert den Lehrer. Und das vierte Ding, Gott verteidigt den Lehrer. Und was mir interessant ist von Moses sein Leben ist, dass er hat Messer mit Einspruch. Ich weiß nicht, hast du noch eine vergrößerte Menschen als die Israeliten? Ich habe vorhin gedacht, dass wir dann uns Lehrerschaft modeln in der Kirche und die dann auch das messen wird nur Moses gemodelt, dass wir haben einen Lehrer mit Lehrer um sich. Und so wird es mit Moses. Und da werden 14 Menschen, was je Moses wären. En einerseits war eine Gruppe, die wir je in Moses und bei einmal schluckt die jede mal ab, nicht? Das fehlt noch einmal, na sorry. Wenn jemand denkt, das fehlt mir Ware zu tun. Aber die waren je in Moses. Die vergrünsten, die beschuldigen anfangen, wie es den anbringt, ihm dort doodhungern und all so eine Dinge wären am Anfang. Aber dann war einmal ein Tag, dann sind da 2 Menschen, je in Moses. Und das ist das ganz, was soll das sein? Das ist das ganz Weiße, wenn diese 2 Menschen da sind. Und das ist eine Familie. Aaron und Miriam waren Moses sein Bruder und Schwester. Sie sagen ein Tag das, 4. Mose 12, Vers 2. Und sie sehen, das handelt sich, wenn Moses in der Früh war, und da wir irgendwas reden, und sie sehen, redet der Herr dann allein durch Moses? Redet nicht auch durch uns? Und der Herr hier dort. Und so hier sind Miriam und Aaron. Moses seine Schwester. Und die stehen einen Tag ab und sagen, weißt du was, Moses, du bist nicht der einzige Lehrer. Gott redet euch an. So, weißt du was, Lied? Lass mich mal ganz direkt reden. Das ist die Ursache, wo in Kirchen spulen und spulen und spulen. Wenn du hast somebody in der Kirche, wo du sagst, weißt du was? Ich sehe auch einen Lehrer. Ich weiß auch was. Weil Gott redet auch zu mir. Und ich weiß auch. Aber wir vergessen dort, dass für eine gewisse Gruppe hat Gott einen Lehrer gesagt. Und so Miriam und Aaron und Miriam, die sind je Moses, und dann sagt Gott, kommt mal dort naar de Stiftshütte. Moses und Aaron und Miriam mussten naar de Stiftshütte gehen. Und dann sagt Gott zu Miriam und Aaron, kommt mal mit Nora her. Und sie dann, lest ihr die Geschichte wirklich tust. Und Gott nimmt den Vers zu sagen, Miriam wird krank, sie kriegt Ostsatz, sie hat Lepra krank, sie muss für 7 Tage, Moses bet für haar. En die moet verzeven deel buiten konnte een leeuw zijn, de buiten konnte darb zu sein, wenn ein Leprakranker können nicht manche Menschen sein. Gott mir hat sehr klar, dass Moses ist der Lehrer. Und weißt du, was liegt? Gott verteidigt den Lehrer. Na, vielleicht wird keiner sterben, wenn dort einer, das ich sehe, einmal Menschen, die schluckt mal was wem ab, aber hier ist das Ding. Hier ist das Ding, Lied, sehr, sehr wichtig. Je in ein Haus. Und wenn die dort einmal klar kriegen, dass wir nicht den Lehrer horchen, dann kommt ein Ansehen auf die Kirche. Ich habe eben gesehen in uns Ministry, dass wenn das passiert in der Kirche,
En weet je, dat is niet dat de Lehrer nicht Verantwortung hat. Und ich sehe erst ganz von Anfang zu tun, dass das hat zwei Seiten. Du hast den Lehrer und du hast die Versammlung und der Lehrer hat für Gott eine Verantwortung für die Lehrerschaft, was Gott angesagt hat. Und das ist nicht so, dass nu haben wir eben angesagt, nu haben wir einen Lehrer angesagt, nu kann die tun, was er will, und nu ist ich der Boss, und nu worden Dinge worden fliehen, das ich will, das ist nicht so stark. Aber Gott sagt einen Lehrer an, und wenn wir wollen ein Haus bauen als Kirche, was Gott uns gegeben hat, und dort wird ein schmackendes Haus geben, und dort wird vorig sein, und der Ruhe, und der Dreht, und der Plugins, und Licht, und alles, was im Bereich steht, sein, dann braucht das, dass wir den Lehrer und den Büplan respekten. Und ich will Ihnen das an Hort legen. Gott raubt einen Lehrer. Gott macht einen Lehrer reut. Gott verteidigt den Lehrer. Das ist der Punkt, nicht viel. Sorry. Aber anyway, Gott schafft mit diesen Dingen. Und so, wenn wir ein Haus bauen, wir brauchen einen Büplan, wir brauchen einen Lehrer, wir brauchen den Respekt für den Lehrer und für den Büplan. Und wir machen das als Mut haben. Und ich will nicht Mut machen als Kirche. Das ist ein sehr wundervoller Stab, was ihr merkt. Aber es wird bloß dann erfolgreich sein, wenn wir alle klar haben, dass Gott sagt einen Lehrer nennen. Gott merkt den Lehrer rein, Gott bestärkt den Lehrer und Gott verteidigt den Lehrer. Und wenn wir alle taub schaffen, dort wird ein wundervolles Haus geben, und dort wird schmacklos, und dort wird ein Sehen sein, und Menschen werden Jesus finden, because wir bauen ein Haus von Gott angestellt. Das ist seine Kirche, heißt das Haupt, aber er sagt leider nicht. Und wenn wir dort reich mit umgehen, und wir respektieren dort, wir respektieren sein Wort, wenn ich sage, die Bibel, dass Gott sein Wort, Herr uns gesagt, wie die Kirche soll lauten und was wir sollen tun. Und wir können das respektieren, und wir haben den selben Mutstock, wir bleiben alle in den selben Gott, wir dienen den selben Jesus, wir haben die selbe Erlösung. Und wir haben in der Hinsicht den selben Mutstock. Und so, wenn Jesus Kirche das kann anfühlen, sozusagen, die kann sagen, ja, das ist das, was wir schaffen. Die werden sich wundern, was Gott tun kann mit einer Kirche, was haben die gibt das für Gott. Und wenn der Moses dort hängen der Schub, den braucht Gott in Gewalt weh. Aber er braucht einen Lehrer, von Gott angenommen, von Gott geschenkt sozusagen, und dass sie am respekten, Gott verteidigt ihn, und Gott führt sie in Volk nach das verheißene Land. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Kirche, ich danke dir für den Staub, was sie nehmen, und die Lehrerschaft ansagen. Ich bete auch besonders für Ebin Margaret, halb ihn dort annehmen, ich bete für die Kirche, halb ihn dort annehmen. Und dass das Haus, was hier gebaut wird, das wird ein wunderschönes Haus sein. Und viele Menschen werden Jesus kennenlernen. Und er wird einen großen Unterschied machen an unserer menschlichen Welt. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van der gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Undienstnis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser jeden best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage lebenskirche.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube ankommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klingel drücken, dass dort was die dort anwollen.